Frankie Grummel, Sie sind Platzsprecher. Tut man sich bei solchen Matches wie heute ein bisschen schwer, wenn der Erfolg nicht sich gleich einstellt? Ja, natürlich ist Anspannung da, das ist überhaupt kein Thema. Wir sind vorbereitet, freuen uns natürlich dementsprechend, wenn wir erfolgreich sind, können wir diese Emotion noch dementsprechend verstärken und transportieren. Und wenn es nicht so gut läuft, muss man dementsprechend schauen, dass man es wertig und trotzdem positiv formuliert und versucht hier eben auch diesen Spirit, diese Emotion positiv weiterzutragen. Das heißt, man spielt mit dem Publikum ein bisschen. Natürlich muss man schauen, dass man das Publikum abholt, mit einbezieht, das ist ganz wichtig, damit alle gemeinsam hier dieses Ziel verfolgen. Und da sind wir sehr positiv hier in der NV Arena und sind sehr begnadet mit unserem Publikum, die über 90 Minuten, ob auf der Haupttribüne, auf der Ehrentribüne oder auch unser Fanclub, die Wolf Brigade, die wirklich tolle Stimmung machen und immer hinter der Mannschaft und hinter dem SK stehen. Wobei heute ja relativ wenig Leute da waren, das war ein bisschen enttäuschend, die Kulisse, aber trotzdem mit Motivation dürfte es ja auch gehen, sozusagen als zwölftes Glied der Mannschaft. Im Endeffekt ist dann ein Tor gefallen am Schluss. Wie geht es weiter? Sie kennen ja die Mannschaft ganz gut. Das Tief ist ja evident. Die letzten 4 Spiele waren ja alle sehr schlecht. Wie geht es weiter? Es war so, dass wir zu Hause gegen Liefering und gegen Wacker Innsbruck gut gespielt haben, leider verloren haben, das passiert. Nur die letzten beiden Partien, das stimmt, in Hartberg viel Ballbesitz, nach vorne wenig Möglichkeit, in Horn dieser schwarze Dienstag, so nenne ich den jetzt einmal. Aber die Burschen haben gezeigt, dass es schwierig ist momentan hier offensiv was zu gestalten, aber mit der Hereinnahme von Daniel Lukas Segovia hat man gesehen, es ist wieder ruck durch die Mannschaft gegangen und mit dem professionellen Willen und diesem Zusammenhalt ist es gelungen, auch in der schwierigen Phase diesen Arbeitssieg dann noch einfahren zu können. Und jetzt, die nächsten Aufgaben werden natürlich nicht einfacher. Am Dienstag das Cup-Spiel bei St. Johann im Ponga, eine sehr stark spielende Mannschaft in der Regionalliga West. Und dann vor allem das Auswärtsspiel in Oberösterreich gegen Lask Linz. Das wird der nächste Prüfstein, zumal man ja dem Lask die geheime Favoritenrolle schon langsam zuschickt. Was ist eigentlich das Tief, also der Grund des Tiefs in der letzten Zeit? So ein Fall in das tiefe Loch ist doch eher ungewöhnlich. Ja, es war zu Beginn der Meisterschaft sehr viel los hier im Verein. Durch den Erfolg im österreichischen Fußballcup, durch die Europacup-Spiele, wo wir gegen die Bulgaren aufsteigen konnten, gegen Eindhoven auf Augenhöhe über weite Strecken mitgespielt haben. Dann die englischen Wochen, der begrenzt zur Verfügung stehende Kader, das sind alles Sachen, die natürlich dann dazu beitragen. Und wenn es dann einmal eben nicht so funktioniert, wie man es sich gerne vorstellt, dann kann es natürlich passieren, dass man in Spielen wie heute, wo es auf der Kippe steht, der Pendel halt einmal gegen uns ausschlägt und das war halt leider jetzt einige Male der Fall und heute Gott sei Dank dann in dem Moment, wo wir durchaus auch 0-1 im Rückstand liegen können, Gott sei Dank für uns dann positiv ausgegangen ist. Und ich denke, dass es nicht einfacher wird, dass aber das Niveau der Liga ziemlich ausgeglichen ist, was die ersten 6, 7 Mannschaften betrifft und die anderen sind nicht weit dahinter. Das war vielleicht der erste Schritt wieder in eine Richtung Stabilisation, aber wird das reichen? Hinten stehen wir nicht schlecht. Wir haben auch in dem Match, wo wir jetzt verloren haben, wenig Tore bekommen, nur leider nach vorne wenig Möglichkeiten uns erarbeitet und vor allem erfolgreich abgeschlossen. Ich denke, mit dem Sieg und mit dem Tor und mit den nächsten Aufgaben wird die Mannschaft auch wieder auf der Erfolgsspur finden. Und wenn sie dann wieder merken, dass es ein bisschen einfacher ist, Tore zu schießen, dann werden wir auch wieder mehr Tore sehen und eine besser spielende Mannschaft wie heute. Sie kennen die Mannschaft sehr gut. Wie ist die Stimmung momentan? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nach dem Spiel auch kurz in der Kabine, es ist sehr professionell, die Burschen halten zusammen, die auf der Ersatzbank sitzen, sind jetzt nicht böse, dass sie nicht zum Zug kommen, sondern trainieren alle gut weiter, sie schauen, dass sie sich gegenseitig pushen, um hier eben als Mannschaft zu wachsen und den nächsten Schritt setzen zu können und nicht auf Einzelpersonen jetzt reduziert wird. Letzte Frage, wie viele Punkte werden in den nächsten 3 Spielen mitgenommen oder abgegeben? Ja, wenn wir beim Lask Linz, glaube ich, einen Punkt mitnehmen können aus Oberösterreich, dann würde man das unterschreiben. Zu Hause gegen Mattersburg wird es ungleich schwieriger oder einfacher. Da würde ich sagen, 4 bis 6 Punkte wären das Minimum, was wir uns wünschen. Eben
im Hinblick auf das Heimspiel gegen Mattersburg, wo ich denke, dass wir durchaus auch